fragt sich vielleicht, warum hast du so einen grossen Garten? Es geht eigentlich darum, ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo einen grossen Garten hat. Der Vater hat immer wieder wollen, dass ich helfe im Garten. Und das hat mir wirklich nicht gefreut. Und dann, als wir nach Aargau gezügelt sind, waren wir in einer Wohnung gewesen. Und da hat uns jemand aus der Gemeinde gefragt, ob wir nicht wollen, bei ihnen auf einem Hocker oben, sagen dort noch Schrebergärten, wo wir einen dürfen haben, ob wir das nicht wollen. Das tut uns sicher gut. Und dann haben wir angefangen, ein bisschen Gärtnern, habe selber Sachen angefangen säen, pikieren. Aber man musste es immer von der Wohnung dort bringen. Und das ist nicht ganz einfach. Dann habe ich einfach gemerkt, es tut mir gut und wir haben dann ein Haus gekauft und da ist ein Garten dabei. Oder ein Haus bauen und da war ein Garten dabei. Ich habe dann einfach halt viel von dem Gartenblatt oder viel von dem gesamten Grundstück als Garten gebraucht und ich habe einfach gemerkt, es ist für mich ein Ausgleich zu meiner Arbeit, eine stressige Arbeit, die ich hatte. Und es hat niemand reklamiert im Garten, sondern ich habe mich gefreut, wenn es gewachsen ist. Und das Gemüse, das wir hier pflanzen, wenn wir biologisch gärtnern, ist halt auch besonders gut. Wenn es manchmal halt nicht ganz so gross wird wie das gekaufte, aber es ist viel qualitativ viel besser und es hat kein Gift drin. Das ist eigentlich der Grund. Ich freue mich heute an meinem Garten. Da haben wir ja die Mischkultur, die ich vorher erklärt habe, wo nachher Rösli kommt und Sellerie herkommt. Da gibt es Salzgurken, eine Erdbeere und das ist jetzt einfach ein ganzes Bettchen mit Zwiebeln oder Böllen, wie wir hier im Zürichbiet sagen. Dann haben wir hier den Brokkoli, das ist einfach auch ein ganzes Bettchen, wo ich manchmal mache, hat man halt nicht etwas, das unbedingt gerade dazu passt zum Brokkoli. Und der Brokkoli ist relativ, hat eine kurze Kulturzeit. Aber wenn ich jetzt hier ein bisschen weniger gemacht hätte, hätte ich vielleicht einen Salat zwischendrin gesetzt. Das ist ganz unterschiedlich. Dann haben wir ja hier das Bettchen, das noch nicht so weit ist. Da kommt dann auch noch etwas drauf. Da sind Erdbeere, die sind jetzt zweijährig. Dreijährig, die werde ich nach Ende dieser Saison, wenn sie getragen haben, aus. Und was auch noch wichtig ist, man kann selber Ableger nehmen. Also wenn die Erdbeere, da machen wir meistens von denen, die frisch sind, also von denen, die wir dort hinten hatten. Das ist eine Reihe, die jetzt ganz jung, ganz neu gepflanzt worden ist. Von denen mache ich dann Ableger und dann kann ich die wieder selber, nachdem das Bettchen frei wird, kann man die wieder setzen. Also es sind einfach junge Pflanzen, die man nachher wieder, wo man 3 Jahre wieder davon ernten kann. Und was noch wichtig ist, gerade bei den Erdbeeren, da dürfen wir jetzt 7 Jahre lang keine Erdbeere mehr ins gleiche Bett pflanzen. Darum ist natürlich in einem kleineren Garten das noch wichtig, dass man vielleicht einfach nur eine Reihe Erdbeere hat. Dann hat man nebenzu etwas anderes und an einem anderen Ort kann man vielleicht eine zweite oder wieder eine neue setzen. Wo nachher wieder etwas anderes nebenzu herkommt. Sonst, ich habe jetzt halt 3 Bettchen mit Erdbeere, aber das ist ein grosser Garten, da kann man das sich leisten. Aber eben 7 Jahre nicht am gleichen Ort wieder Erdbeere pflanzen. Das sind jetzt Herdöpfel. Die habe ich jetzt ungefähr vor 2 Wochen, 2-3 Wochen habe ich die jetzt gesteckt. Ich tue jetzt das nicht anhäufeln, weil ich es einfach ein bisschen reingraben mit der Hacke. Oder mit der, einfach so ein Loch machen und dann die Herdöpfel drin mit ein bisschen Komposterde, mit Steinmehl und ein bisschen Volldünger. Und dann muss man es nicht anhäufeln, weil das ist dann genug weit unten. Was wir hier haben, das ist ein Rucola, der aufgeschossen ist, also der in der Blüte ist. Ganz ein herziges Blümchen, ganz besonderes. Und da kann man jetzt auch Samen machen davon. Wir sehen hier dran, die Samenhülsen. Die sind jetzt noch nicht reif. Aber wenn die reif sind, dann kann man sie abnehmen, nachher trocknen lassen und nachher
verdrücken und dann kommt der Samen raus. Dann kann man den für das nächste Jahr brauchen. Ihr seht hier überall ein bisschen Äste, die hier rumliegen. Und zwar mache ich das aus dem Grund, das sind einfach alte Tannenäste, zum Teil haben sie eine Nadel dran, zum Teil keine. Weil wenn ich ein Bettchen frisch gelockert habe und dann mit dem Rechen weggemacht habe, dass man frisches Zeugs drin säen kann, oder man schon gesät hat, dann tue ich das drüber, dass die Katzen nicht drin rumhühnern. Sonst machen sie da drin rein, beißen oder Stink, das ist nicht so angenehm im Garten. Darum tue ich solche Äste behalten und tue es nachher auf den Gartenbettchen verteilen, bis eine gewisse Pflanze eine gewisse Größe hat und danach kann man sie auch wieder wegnehmen. Die habe ich jetzt von da genommen, von den Herdöpfeln, die sind jetzt genug gross, das braucht es auch nicht mehr. Was aber immer auch wieder gut ist, dass man Rasenabschnitt, jetzt zum Beispiel, da hat es auch Rasenabschnitt drauf gehabt, wo ich es frisch gemacht habe. Und zwar einfach ganz viel, es darf nicht dick sein, sonst fängt es an zu faulen. Sondern immer wieder einfach daran denken, wenn man zu viel auf das Bett legt, dann fängt es an zu faulen. Und die Schnecken gehen dahinter. Und, aber ganz viel einfach, dass die Oberfläche nicht so schnell vertrocknet. Zu den Schnecken noch etwas. Der Schneck ist nicht so ein gern gesehenes Tier im Garten. Und ich kann Schnecken streuen, aber ganz wenig. Dann haben wir hier Himbeere. Das sind einfach hier 2 Sorten. Das ist die Sorte, die viel früher kommt, die wunderbare Himbeere dann gibt. Und da daneben und dort hinten einfach sind die sogenannten Herbststerne. Die muss man immer im Herbst ganz abschneiden. Im Gegensatz zu den Himbeeren, wo man nur die überzähligen Triebe abhauen und die anderen muss man wachsen lassen. Weil die tragen an dem Holz, das letztes Jahr gewachsen ist. Und die tun immer wieder frisch austreiben. Und es hat jetzt schon Blüten hier oben durch. Aber es ist nicht so eine gute Himbeere wie zum Beispiel jeder. Aber das sind viel kleiner, die sind nur etwa so gute 5 mm Durchmesser und da gibt es halt eigentlich so 1,5 cm. Aber der Geschmack ist natürlich bei denen unvergleichlich viel besser. Also jetzt tue ich einfach reinstechen, abgabeln und ein bisschen verschieben. Und ein bisschen hin und her. Dann kommt die Luft runter. Aber die Erde wird nicht zu unter Oxid gemacht. Das Bakterien, die unten durch sind, die kein Licht vertragen, dass die nicht kaputt gehen, wenn sie an die Oberfläche kommen und sich wieder neu bilden müssen. Und dann, wenn ich das durch habe, das ganze Bettchen, dann mache ich es umgekehrt, dann tue ich von dieser Seite her ganz kurz einmal auch ein bisschen lockern. Das ist noch ein Mitarbeiter von mir, der mir im Garten hilft. Die haben es nicht so gerne, wenn man auf einem Stein kratzt, da unten, wenn man so macht. Und dann kommen sie an die Oberfläche. Nachdem ich den Boden so gelockert habe, tue ich noch die Sachen, die da noch drin sind, mit dem raus. Sehen wir, der Boden ist schon schön locker. Wenn ich jetzt das ganze Bettchen so gemacht habe, tue ich mit dem Rechen einfach dann fein machen.
So, dann die grobsten Steine ein bisschen rausnehmen. So. Gut. Früher habe ich da so gemacht, mit einer Stechschaufel. Das einfach richtig umgraben. Jetzt tut man aber die Erde total umkehren. Also man tut die Bakterien, die da zu unterstuhl sind, die tut man einfach oben drauf. Und das macht man im biologischen Gartenbau macht man das nicht mehr so. Da tut man nicht mit der Stechschaufel, mit der Stechgabel macht man das. Ja, so geht's. So. So. Machen. Jetzt hat es da aber noch Sachen drin, das muss man zuerst rausnehmen. Gell? Sonst können die Pflanzen nachher nicht wachsen. Das muss man dann wegnehmen. Siehst, schau mal. Das kann man in den Kübel rein tun. Siehst du? Einen Kübel, dann kann man das mal rausnehmen. So. Jetzt kannst du weg. Kann ich nicht. Oh, du rührst ja alles fort. Ja, ja prima. Ja, das ist auch schwierig. Das ist nicht ganz einfach, gell? Ja. Ui. Ja, viel. Ja, so viel. Werkzeuge im Garten. Was unbedingt einfach nötig ist, ist so eine Stechgabel, um den Boden zu lockern. Wenn ich das gezeigt habe, man tut nicht mehr umgraben, sondern nur noch den Boden lockern. Das ist jetzt ein spezielles Werkzeug, das ich sehr gerne habe, aber ich weiss nicht, ob man das heute noch kaufen kann. Es hat einfach Zacken und man tut es ein bisschen verschoben in der Lockern. Dann kann man nachher einfach das Bettchen mit dem Rechen schön sauber machen, die groben Steine aus der Erde rausnehmen und ein bisschen am Rand und dann herdrücken. Zum Pflegen vom Bettchen, dass nicht das Unkraut zu gross wird oder zu viel Unkraut hat, nehme ich das da zwischen den Reihen durch. Und was ganz praktisch ist bei dem, dass man einfach gerade 3 Zacken hat und es geht nicht tief runter, sondern es nimmt oberflächlich die Pflänzchen raus und dann kann man es am heißen Tag liegen lassen und dann gehen viele davon kaputt. Dann, was es halt auch braucht, das ist dann am Besen, wo man vielleicht einmal etwas zusammenwischen muss, dass es eine Sauerordnung gibt. Und da habe ich hier noch 2, respektive 3 kleine Gartengeräte. Ich tue zum Beispiel Unkraut rausstechen, am liebsten mit so einem Schäufeli. Aber ich habe es nie mehr gefunden, so massiv wie das Schäufeli ist. Es ist sehr praktisch, man kann die Erde dort jetzt gerade ein bisschen lockern und dann kann man nachher das Unkraut rauszehren. Ich habe jetzt neu in einem Geschäft so einen Kunststoff gekauft. Ich habe gedacht, wenn ich das mal verliere, dann habe ich wenigstens so etwas, das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich hoffe, es habe auch dann auch etwas. Und was auch noch sehr praktisch ist ein kleines Rächchen, zum zwischendrin ein bisschen auch hacken, gerade dass man dann der 3 Zacken führen muss. Und noch etwas Wichtiges, wenn es mal kalt wird, im Frühling oder im Herbst, so ein Vlies, das ist jetzt einfach ein weißes. Ich würde die empfehlen eher die grünen, weil die sind UV-stabilisiert und heben viel länger. Dafür sind sie natürlich etwa 2 oder 3 Mal so teuer wie das weiße. Einfach, dass der Frost die Pflänzchen gerade im Frühling nicht kaputt macht. Was wir hier haben, ist ein sogenannter Schneckenzaun, also der ist aus Blech. Das ist wie ein Eis. Und die eine Seite, das ist noch wichtig, dass man die richtige nach außen setzt, dass die Schnecken nicht von außen raufklettern. Aber wenn man hier dran noch einen Haufen Gewächs hat, wie ich jetzt hier habe, dann die Schnecken dort raufklettern und kommen dann gleich wieder. Und um das einfach zu verhindern, dass
die Schnecken einem alles abfressen, hat man ja die Schneckenkönner. Und da müssen wir einfach gerade im biologischen Gartenbau ganz fest darauf achten, dass wir nur ganz wenig Schneckenkönner streuen. Weil das ist Gift, aber sonst frisst die Schnecken fressen da einfach den frisch gesetzten Salat einfach ab. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie viel das man rein tun. Ich habe so einen Streuer da mit solchen Löchern. Und dann kann man da kommt nicht viel raus. Tue ich einfach ein bisschen so. Ein paar Schnecken können jetzt da einfach. Das wäre eigentlich schon genügend. Wir haben jetzt gesehen, das sind vielleicht etwa so 10 Schneckenkörner auf dem Platz da. Aber das genügt absolut. Etwas, was man nicht vergessen darf, das ist ein Gartenplan. Und zwar, wenn man auch einen kleinen Garten hat, und ich habe einmal ja gesagt, man sollte nicht Jahr für Jahr am gleichen Ort die gleichen Pflanzen setzen. Und darum habe ich so einen Gartenplan gemacht, jetzt sind wir über Excel-Tabellen, wo ich mir immer genau aufschreibe, wo ich was gesetzt habe, in welcher Reihe was ich gesetzt habe. Und das ist jetzt einfach der Gartenplan, mal ein provisorischer für dieses Jahr. Man merkt manchmal ganz plötzlich, ich muss wieder ändern. Etwas ist in der Vegetation nicht so fortgeschritten, wie ich gemeint habe. Und ich kann dort zum Beispiel Salat, der jetzt schon so gross ist, dass man ihn muss setzen muss, kann ich nicht dort hineinsetzen. Aber wichtig ist, dass man den immer wieder nachführt. Und dann weiss man einfach, da habe ich Epbeere gehabt, da darf ich 6 bis 7 Jahre nicht wieder Epbeere setzen. Und das ist sehr wichtig, dass man da so einen Gartenplan macht. Und der Alte behalten, dass man dann auch schauen kann, was habe ich das letzte Jahr dort gesetzt. Wir haben jetzt hier ein angepflanztes Bettchen. Hier habe ich Salat gesät. Das ist Rosenkohl und das ist Sellerie. Und Sellerie und Rosenkohl fördern einander gegenseitig fördern im Wachstum. Der Schnittsalat ist neutral eigentlich. Den kann man zu allem her eigentlich setzen. Es gibt aber auch Sachen, die sich nicht fördern, sondern die sich gegenseitig hemmen im Wachstum. Und das muss man einfach aus einem so Blatt, wo man haben kann, wo genau aufgeschrieben ist, das sind gute Nachbarn und das sind schlechte Nachbarn. Das ist sehr, sehr wichtig. Also da habe ich jetzt den Gartenplan, der jedes Jahr wieder neu gemacht wird, wo ich jetzt als Beispiel gerade da das Bettchen habe. Vorher hat es da Nüsslisalat drauf gehabt. Nachher habe ich Radiesli gesät, Kresse gesät, Schnittsalat, der ist jetzt noch drauf, Rucola und wieder Radiesli. Das ist halt die sogenannte Mischkultur. Und dann habe ich geschrieben, in der Hauptsaison kommt da Sellerie und da Rosenkohl her. Weil sich eben diese Sachen fördern im Wachstum. Und das muss man eigentlich für jedes Bettchen machen. Jetzt hier haben wir auch ein Bettchen mit Mischkultur. Und zwar haben wir hier Blaukabis. Da habe ich Spinat gesät. Und der tut das Wachstum des Blaukabis fördern. Und weil der Blaukabis am Anfang ja noch relativ klein ist, habe ich hier zwischendrin noch Salat gesetzt. Und wenn der Salat fertig ist, dass man ihn ernten kann, hat nachher der Kabis wieder mehr Platz. Darum habe ich einen relativ grossen Abstand. So ist das erstens, dass der einander gegenseitig fördert, wie auch zum Beispiel hier die Käfer. Auch die fördern das Wachstum der Kohlpflanze.